Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Wir wollen jetzt reinstarten in die Predigt, in das Wort Gottes. Bevor wir das machen, möchte ich gerne noch beten. Ich mache das heute gemeinsam mit Caitlin und Silas. Ich freue mich riesig über ihren Mut, heute mit mir gemeinsam zu predigen. So genial. Und ich bete doch gerade noch, bevor wir gemeinsam das Wort Gottes verkünden. Ja, wir haben es gerade gesungen. Du bist ein Wegbereiter. Du tust Wunder. Du bist Licht in der Dunkelheit. Und ich danke dir, dass das wahr ist. Und danke dir für die 6 jungen Menschen, mit denen ich unterwegs sein durfte, genau das zu erkunden, wer du bist und wie du bist, Herr. Ich danke dir für Caitlin und für Silas, dass sie mit mir jetzt gemeinsam verkünden. Ich bete, dass du ihnen Frieden gibst, dass du sie ruhig machst, dass sie einfach weitergeben dürfen, was du ihnen aufs Herz gegeben hast. Amen. Wie ihr ja schon erfahren habt, sind wir in der Frühlingsferien für 5 Tage in Rumänien gewesen. Und dort haben wir mega coole Sachen erlebt. Wir haben als Untergruppe uns besser kennenlernen, wir können Worship singen, so wie wir gerade vorher gesungen haben. Wir können in der Bibel lesen, wir haben mit unseren 2 mega coolen Pastoren, der Meli und mich, haben wir mega viel Neues von ihnen können lernen. Aber unter anderem sind wir auch in ein Dorf gegangen von Fahrenden und dort waren wir 2 Tage gewesen. Und dort ist für uns eigentlich dann klar geworden, dass wir das Thema Dankbarkeit brauchen für unseren Unti-Gottesdienst. Und der Grund dafür war eigentlich, dass die Leute dort, obwohl sie eigentlich nicht viel haben und obwohl sie verstoßen werden, obwohl sie nicht in die Schule gehen dürfen, und trotzdem habe ich so eine Dankbarkeit gespürt von ihnen, wo sie auch in kleinen Sachen schon gezeigt haben. Und das ist so der Grund, warum wir uns für das Thema Dankbarkeit entschieden haben. Dann, nach diesen 5 Tagen, wo wir dann zurückgekommen sind in die Schweiz, habe ich immer noch so die Dankbarkeit ein bisschen im Kopf gehabt. Aber ich habe mir so gedacht, so ein bisschen, irgendwie ist Dankbarkeit da ein bisschen anders, auch bei mir. Also, ich meine, dann ist man in der Schule, bekommt eine schlechte Note zurück, dann will man heimgehen und der Bus hat Verspätung. Nachher kommt man daheim an, entdeckt einen Fleck auf den neuen Schuhen und dann will man noch die Aufzüge machen und dann ist der Stift noch leer. Und genau, und dann kommt man da teilweise schon fast in eine Spirale von der Undankbarkeit. Und das geht nicht nur mir so, sondern auch der Meli. Und sie hat da eine Story, die sie euch gerne erzählen würde. Hey, ja, auch der Jugendpastorin geht das so, dass ich einfach so Tage habe, wo ich merke, krass, ich falle so rein in eine Undankbarkeit, in ein Mürrischsein. Vielleicht kannst du dir das nicht so gut vorstellen. Du darfst gerne später mit meinem Mann dich unterhalten. Der kann dich sicher vom Gegenteil überzeugen. Und es gab gar nicht lange her, wirklich an dem Tag, als wir gemeinsam die Predigt vorbereitet haben, ich so, hey Leute, also mir geht es genauso, wirklich. Also ich predige über Dankbarkeit und merke doch, ich habe Tage, da bin ich einfach richtig undankbar. Und um ganz ehrlich zu sein, war das heute so. Also nicht heute, sondern als wir das vorbereitet haben. Und da habe ich gemeint, heute Nachmittag saß ich wimmernd auf dem Sofa, wirklich eingekauert, so richtig miese Laune. Einfach gestern alles schief gelaufen, schon heute Morgen wach geworden, blöde Stimmung, gestern war so ein doofer Tag, heute wird es bestimmt nicht besser. Und dann passieren so 1, 2 Sachen. Also vielleicht kennst du das. Und dann ist auch alles, was man sonst noch so sieht, ist einfach doof. Ach ja, und das auch noch. Ja, siehst du, ich wusste es ja. Und das läuft jetzt auch noch schief und jetzt ist mein Parkplatz auch noch weg und all das, was der Silas gerade beschrieben hat. Und ich kam zu Hause an nach der Arbeit, ich bin aufs Sofa und jammerte nur so vor mich hin. Mein Mann schaute sich so das Fiasko an und sehr geduldig wie er ist, hat er dann irgendwann sich gewagt zu fragen, hey, Hanni, komm, jetzt erzähl doch mal, für was bist du denn dankbar? Oh, nee, so, ja, ich weiß ganz genau, was du jetzt gerade willst. Ich habe dich durchschaut, so, ne? Ich weiß, was du machen willst. Und ich habe so richtig gemerkt, in mir so eine Rebellion. Ich will jetzt gerade nicht drüber nachdenken, wofür ich dankbar bin. Ich will jetzt gerade einfach stinkig sein, so, ne? Nee. Und dann dachte ich, naja, gut, komm, als Jugendpastorin kannst du jetzt nicht bringen. Okay, Melli, komm, für was bist du dankbar? Und dann fing ich so an, ja, keine Ahnung, halt, ja, dafür. Okay, das eigentlich auch, dafür bin ich auch dankbar.
hey, und dafür kann ich eigentlich auch dankbar sein. Und ich habe so gemerkt, ja, also jetzt nicht, der Tag war dadurch jetzt nicht komplett gerettet, aber ich habe gemerkt, so in mir hat sich was geregt, dass ich darüber nachgedacht habe, hey, es gibt irgendwie auch einige positive Sachen. Es ist nicht nur alles schief gelaufen. Es gibt auch Sachen, für die ich dankbar sein kann. Und das hat sowas in mir geregt. So, jetzt ist dann der Tag vorbeigegangen, halbwegs passabel. Und dann startete ein neuer Tag. Und ich dachte dann, eben abends haben wir dann die Predigt vorbereitet. Ich voll inspiriert. Ja, das ist es doch eigentlich. Das war so eine gute Frage von meinem Mann. Hey, wofür bist du dankbar? Komm, jetzt starte ich in einen neuen Tag voll Dankbarkeit. So, und mein Mann und ich habe ihn gefragt, dass ich das erzählen darf. Wir haben eine Regel zu Hause, wer kocht, spült nicht. Sprich, wer nicht kocht, spült. So. Und dann habe ich morgens schon richtig aktiv wach geworden, stille Zeit gemacht, dann habe ich noch Sport gemacht und noch gekocht. Ich kam ins Büro so stolz wie Bolle. Und dann habe ich Flo morgens noch so zugerufen, gell, du machst dann die Küche. So. Dann kam ich ein bisschen früher nach Hause als geplant, zu Flo's Verteidigung. Und dann kam ich nach Hause und gehe in die Küche. Und was war nicht gemacht? Ja, die Küche. Und dann habe ich schon in mir so ein bisschen gemerkt, oh, ne, jetzt ist es schon nicht so cool. Ich habe es extra gesagt. Und dann wollte ich schon so rüberrufen, Honey, hattest du keine Zeit, hä? Und dann war aber in mir so der Impuls von, hey Melli, du könntest jetzt auch einfach dankbar sein. So, probier das doch mal. Hast dir doch vorgenommen. Ja, so, okay, ja, wie funktioniert das jetzt wohl? Weil, ja stimmt, mein Mann ist im Moment voll am Semesterende, Ausarbeitungen am Schreiben und war den ganzen Tag produktiv. Es war nicht so, dass der zu faul war, das zu machen. Und ich weiß auch, der hätte das ganz, ganz sicher gemacht. Einfach dann irgendwann. Nicht vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt toll gefunden hätte, aber ich weiß, er hätte es gemacht. Und jetzt kam ich früher nach Hause und er war produktiv den ganzen Tag. So, wie wär's denn, du bist dankbar, dass dein Mann studieren geht und dass er im Moment Zeit hat, eine Ausarbeitung zu schreiben und sich da voll rein investiert, dass er eben nicht faul ist, im Gegenteil, sondern sehr, sehr, sehr aktiv. Hey, und du könntest zum Beispiel auch dankbar sein, dass sich da das Geschirr türmt, weil das heißt, du hast Geschirr. Hey, ne? Kann man auch mal so sehen. Wäre ein bisschen unpraktisch, hätte ich auch morgens nicht kochen können. Hey, und auch du bist nach Hause gekommen, in eine Wohnung, in eine Küche, wo du kochen kannst. Hey, und dann dachte ich so, viele Gründe, um dankbar zu sein, oder? Und dann habe ich das Geschirr abgewaschen, irgendwie mit einer neuen Freude. Ich habe so gemerkt, Dankbarkeit, das macht richtig was mit unserem Herzen. Das verändert unsere Perspektive und hat einen positiven Einfluss auf unseren Alltag. Und da wird jetzt die Caitlin uns ein bisschen mehr mit hineinnehmen, was denn da eigentlich so die Wissenschaft und die Soziologen und so zu sagen, warum das tatsächlich so ist. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal gegoogelt habt, Studien zum Thema Dankbarkeit, weil ich habe das gegoogelt als Vorbereitung und es gibt unglaublich viele Studien, kann ich euch schon mal so sagen, von den unterschiedlichsten Universitäten und Fachhochschulen. Und die meisten Studien, also eigentlich alle Studien sind sich einig, dass Dankbarkeit einen positiven Effekt auf die mentale Gesundheit von Menschen hat. Und manche sagen auch, das führt dazu, dass die Menschen optimistischer, einfühlsamer und sogar hilfsbereiter sind. Es kann auch ein Gegenmittel für Stress und negative Gefühle sein. Und ich war so ein bisschen überrascht, weil ich hätte das nicht gedacht, dass es tatsächlich auch gesundheitliche Auswirkungen hat. Und zwar kann sich dadurch die Schlafqualität verbessern, das Immunsystem und es kann sogar Schmerzen reduzieren. Also ich denke, Dankbarkeit ist auf jeden Fall eine gute Sache. Genau, Dankbarkeit ist eine gute Sache, eine richtig gute Sache. Und das, was Caitlin gerade gesagt hat, da ist dem Micha, als ich mit ihm in den Vorbereitungen darüber gesprochen habe, ein Zitat in den Sinn gekommen, wo wir einfach nur nickend zustimmen können. Und zwar, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Also irgendwie, das läuft in eine andere Richtung, als wir das vielleicht häufig denken. Nicht, ich sitze irgendwie glücklich darum und dann bin ich dankbar, sondern ich sitze schmollend auf dem Sofa und dann werde ich vielleicht dankbar. Und das macht mich letztlich auch viel, viel glücklicher. Und das Ding ist,
das ist nicht nur was jetzt irgendwie die Wissenschaft rausgefunden hat und das hat jetzt einfach so positive, also es hat sehr viele positive Effekte, aber das ist was die Bibel schon an so vielen Stellen schreibt. Schon die gibt uns so viel Weisheit über das Thema Dankbarkeit mit. Und zwar steht in der Bibel an über 300 Stellen über das Thema Dankbarkeit. An über 300 Stellen. Das ist ein super wichtiges Thema. Zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5, Vers 18 steht, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Hey, ja, das ist Gottes Wille, dass wir dankbar sind, weil er versteht, hey, das tut euch gut. Wenn ihr in einer Haltung der Dankbarkeit kommt, dann tut euch das gut. Eurem Körper, eurer Seele und eurem Geist. Und der Psalmist formuliert es wie folgt in Psalm 103, Vers 2, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, aber eben, er sagt es schon, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Problem ist nur, wir vergessen das so oft, oder? Also ich jedenfalls vergesse es sehr, sehr schnell, was Gott mir alles Gutes getan hat. Und wir wollen einen kurzen Blick in die Bibel werfen, in eine Geschichte, wo genau das passiert. Die steht im Neuen Testament, im 2. Teil der Bibel, wo Jesus schon geboren war. Und er ist unterwegs mit seinen Jüngern, mit 12 Männern, die ihm nachfolgen. Und da trägt sich folgende Story zu. Lukas, ihr seht's. Ja, Lukas 17, Vers 11 bis 19. Ja. Ich lese es doch hier, nicht, dass ich zu weit lese. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns! Hey, warum brüllen die denn so rum? So, die können, ja, lesen wir eigentlich schon. Hey, das sind 10 Männer mit Aussatz. Aussatz, das ist eine Hautkrankheit gewesen, super hoch ansteckend. Und damals, zu der Zeit, hieß es eigentlich für einen Menschen, wenn er an Aussatz erkrankt war, dass er außerhalb des Dorfes leben musste. Also der war nicht mehr sozialisiert, ausgestoßen. Hey, und die sehen jetzt Jesus von weiter Ferne und sie laufen zu 10, laufen sie hin, aber ja, müssen irgendwie auch ja noch Abstand halten und sie rufen Jesus zu, laut rufen sie ihm zu, Herr, hab Erbarmen mit uns. Und dann lesen wir weiter, Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Jesus ruft nicht mehr, er schreit nicht. Das ist unser Indiz, Jesus kommt nah. Jesus hat keine Berührungsängste. Nicht mit den Ausgestoßenen, nicht mit den Kranken. Nein, er geht hin und er spricht mit ihnen. Er wendet sich ihnen zu. Und was sagt er? Hey, tolle Idee, oder? Hey, geht zu den Priestern, zeigt euch den. Das hat man eigentlich gemacht, wenn man gesund geworden ist. Dann hat man sich dem Priester gezeigt. Hey, schau, ich bin gesund geworden. Ja, super Idee. Die 10 Aussätzigen mit ihrem Aussatz, das war eigentlich ein Todesurteil. Weil wenn du als Aussätziger wieder in die Community reingegangen bist, hey, die Ansteckungsgefahr war so hoch, das hieß zur damaligen Zeit das Todesurteil. Und Jesus sagt ihnen, hey, geht und zeigt euch den Priestern. Okay. Und dann machen die sich auf den Weg, die 10. Gehen los. Und wir lesen, auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Was ein Wunder. Ein Wunder. Sie wurden gesund, alle 10, geheilt von ihrer Hautkrankheit. Hey, das war lebensverändernd für diese 10 Männer. Es bedeutete, sie müssen nicht mehr ausgestoßen leben, sondern sie können zurück in ihr Leben, zurück in die Gemeinschaft. Das hat alles verändert. Sie wurden geheilt von Jesus. Auf dem Weg, Schritt für Schritt, wurden sie geheilt. Hammer, oder? Hey, das größte Geschenk, das einem überhaupt jemand machen könnte. Und dann lesen wir Folgendes. Einer von ihnen kam zurück.
Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Einer kam zurück. Ich bin nicht so gut in Mathe. Einer von 10 ist 10%. Das ist jetzt nicht so viel. Einer hatte den Anstand, zurückzukommen und Danke zu sagen. Für das, was Jesus an ihm getan hat. Das ist schon nicht so viel. Und Jesus fragt sich das auch. Nur um nochmal sicherzustellen, dass auch alles richtig gelaufen ist. Ne? Jesus aber sagte, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Nee, also ist nur einer zurückgekommen. Wo sind die anderen 9? Ist es keiner außer dem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Nur dir? Sonst keinem? Also sind die einfach undankbar? Haben die das vergessen oder eine schlechte Erziehung genossen? À la, wie sagt man? Ich weiß es nicht so genau. Aber wie schnell sind wir darin, zu sagen, ja, ich werde es nicht. Auf keinen Fall. Ich würde auf jeden Fall zurückgehen und Danke sagen. Ja, natürlich. Also wenn Jesus mir so ein großes Geschenk machen würde, mich heilen würde, ich wäre der Erste, ich käme angelaufen, ich würde ihm auch zu den Füßen fallen und ihm Danke sagen. Hey, vielleicht hast du auch so eine Situation, wo du dir denkst, boah, also wenn Jesus das machen würde, das heilen würde, das ändern würde in meinem Leben, das für mich machen würde, mir das schenken, ich würde auf jeden Fall ihm Danke sagen. Aber wie schnell sind wir doch darin zu vergessen, was er uns alles gegeben hat. Wie schnell sind wir unter den 90%, die eben nicht zurückkommen. In Jakobus 1, Vers 17 steht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Das Gute, das du in deinem Leben genießt, was dir geschenkt ist, das kommt von oben. Alle guten Geschenke, alle guten Gaben, die kommen vom Himmel her, vom Schöpfer des Himmels und der Erde. Und er beschenkt im Übermaß, überfließend. Hey, und so können wir eben unseren Alltag beobachten und merken, hey, ich bin dankbar, darf ich Steuern zahlen, weil das heißt, dass ich einen Job habe, oder? Hey, ich bin dankbar für die schmutzigen Fenster, die ich noch seit 3 Monaten putzen wollte. Weil das heißt, ich habe ein Haus, ein sicheres Dach, ein Zuhause, in dem ich wohnen darf. Hey, ich bin dankbar für die Person, die hinter mir im Gottesdienst sitzt und laut, halsschief mitsingt. Hey, weil das heißt, ich habe Ohren, die sogar funktionsfähig sind, dass ich hören kann. Ich bin dankbar für das Geschrei, das mich in der Nacht weckt, weil, hey, mein Kinderwunsch wurde erhört und ich darf Vater und Mutter sein. Ich bin dankbar für den hinterletzten Parkplatz und für die 10 Minuten, die ich dann noch zum Kreuzpunkt laufen darf, weil es heißt, dass ich Geld habe, mir ein Auto zu leisten. Also versteht ihr, wir haben so viel, was wir geschenkt bekommen haben, wo wir dankbar für sein können, was uns von Gott geschenkt ist. Und wie schnell vergessen wir, was uns alles geschenkt ist. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und in der Geschichte spricht Jesus dem Mann einen spannenden letzten Satz zu. Dann sagte er, Jesus, zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Und was es mit dieser Rettung auf sich hat, da wird uns jetzt Silas mit hineinnehmen. Genau. Steh auf, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus hat gerade die 10 Menschen geheilt, die eine unheilbare Krankheit hatten, und er hat sie einfach so geheilt. Genau. Aussatz war damals auch sehr ansteckend und man hat sich ihnen, wie gesagt, eben nicht nähren. Aber trotzdem ist Jesus auf sie zugegangen und hat sie geheilt. Aber durch das ganze Leben von Jesus
hat er nicht nur Leute mit offensichtlichen Krankheiten geheilt, also so Leute, die physische Krankheiten hatten, wie jetzt zum Beispiel Aussatz, sondern er hat auch viel mehr gemacht. Er ist zu Leuten gegangen, die betrügen, zum Zachäus. Er ist zu Leuten gegangen, die lügen. Er ist zu Leuten gegangen, die einsam sind. Er ist zu Leuten gegangen, die Angst haben. Er ist zu Leuten gegangen, die geldgierig sind und zu Leuten, die stolz sind. Und zu vielen mehr Leuten ist er gegangen und hat sie geheilt. Jesus ist nicht einfach limitiert auf die physischen Krankheiten, sondern er kann auch Sachen heilen, wo wir nicht einmal denken, dass er sie heilen kann. Er hat 10 Leute geheilt, wo eigentlich niemand sie hätte heilen können. Ihm ist einfach alles möglich. Und die meisten Leute, die Jesus zu denen angegangen ist, sind verhasst gewesen und sind verstoßen worden. Die 10 Männer, oder Frauen auch, sind verstoßen worden, weil sie krank waren. Der Zachäus war verhasst, weil er ein Zöllner war. Und obwohl das ganze Volk die Leute gehasst hat, ist er zu ihnen angegangen und hat sie geheilt und ihr Leben komplett umgekehrt. Und das nur, weil er sie liebt, obwohl sie es nicht verdient hätten. Genau, Jesus wäre nicht verpflichtet gewesen dazu, die 10 Leute zu heilen, die Aussatz hatten. Aber er hat so eine riesige Liebe zu uns Menschen, dass er es trotzdem gemacht hat. Er ist zu diesen 10 Leuten angegangen, obwohl es ansteckend war, weil er sie so fest geliebt hat. Und nicht nur sie tut er lieben, sondern auch dich liebt er. Und genauso wie er vor 2000 Jahren die Leute geliebt hat, liebt er auch dich heute noch. So unglaublich fest und bedingungslos. Er kann alles heilen und er will dich auch heilen. Egal was dich belastet, ob es eine physische Krankheit ist, ein psychisches Problem, alles ist ihm möglich. Er hat einen Sturm gestillt, als er auf einem Schiff war, mit nur seinen Worten, die er gesagt hat. Er ist am 3. Tag von der Toten auferstanden und ihm ist einfach alles möglich. Und er kann auch dich heilen und er will auch dich heilen. Genau, und Jesus ist auf die Welt gekommen, zum heilen, was krank ist. Und er ist auf die Welt gekommen, zum retten, was verloren ist. Und genauso will er auch dich retten, auch wenn du vielleicht noch nicht viel mit ihm zu tun hast. Genau, er will dich wieder herstellen. Und das, was nicht gut ist, will er heilen. Und das, weil er dich so unglaublich fest liebt. Und jetzt denkst du dir vielleicht, okay, cool, ist vor 2000 Jahren passiert. Ist krass, dass er von der Toten auferstanden ist, dass er unheilbare Krankheiten geheilt hat, dass er einsame Leute hat retten konnte. Aber im Hebräer 13, Vers 8 steht nämlich etwas komplett anderes. Die ihre Bibel dabei haben, können doch gerne mal den Hebräer 13, Vers 8 aufschlagen. Und zwar steht dort, Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Hey, und das bedeutet, dass er nicht nur damals Menschen geliebt hat, sondern auch dich heute noch liebt. Es bedeutet, dass er nicht nur die Menschen damals heilen hat wollen, sondern dass er auch dich will heilen, immer noch. Und Gott macht immer noch genau wie vor 2000 Jahren, macht er immer noch übernatürliche Wunder, wo wir uns nicht vorstellen können, dass die real sind. Wunder, die nur der einzig wahre Gott machen kann. Und hey, das ist für mich ein mega riesiger Grund, wieso ich dankbar sein will. Weil er liebt uns so fest, dass er zu uns, obwohl wir es nicht verdient haben, wie auch damals, will er zu uns kommen und will uns heilen. Er hat keine Angst vor irgendeiner Krankheit, dass er angesteckt werden könnte, aber er liebt uns so fest mit einer bedingungslosen Liebe. Und darum will er uns heilen und will bei uns sein. Für das bin ich unglaublich fest dankbar. Und jetzt tut Caitlin gerade weitermachen mit einem kleinen nächsten Teil noch. So schön, wir haben so viel gehört über Dankbarkeit und so viele Sachen, für die wir dankbar sein können. Und ich weiß nicht, ob du dich als Person einschätzt, die sagt, ja, ich bin eine Person mit dankbarer Haltung, oder ob du jetzt eher denkst, ja, vielleicht wäre ich eher auch gegangen bei dem Aussätzigen. Ich fände es cool, wenn jeder von euch oder wenn ihr etwas mitnehmen könntet von diesem Gottesdienst und vor allem von dieser Predigt. Das ist jetzt eine kleine... Also ich würde sagen, es gibt 2 Methoden, wie man es auf jeden Fall gut in seinen Alltag einbauen kann.
Ich finde es immer gut in Gedanken, zum Beispiel mal am gleichen Weg, am gleichen Ort im Schulweg oder beim Zähneputzen, weil das einfach so eine Routine ist, die man immer macht. Und dann kann man sich 3 Sachen, auch 10 aussuchen, für die man dankbar ist. Man kann es auch schriftlich machen, in einem Dankbarkeitstagebuch oder kleine Zettel schreiben und die in ein Glas werfen. Und das finde ich einfach so schön, weil man sieht, wie sich die Dankbarkeit durch das eigene Leben zieht. Und wir wollen das zweite zusammen machen heute, praktisch. Und zwar könnt ihr während dem Lobpreis euch Sachen überlegen. Wir haben Karten vorbereitet, die liegen unter den Stühlen am Rand von jeder Reihe, glaube ich, und die könnt ihr durchgeben. Und dann können wir den Raum mit Dankbarkeit füllen. Ihr werdet dann noch später hören, was damit passiert. Yes, genau. Ihr dürft die Zettel ausfüllen. Fast jeder hat einen Stift. Dürft euch Gedanken machen während dem Lobpreis. Hey, für was bin ich dankbar? Und wir wollen jetzt gleich reinstarten, wieder in eine Zeit des Lobpreises, wo wir singen für Gott, gesungene Gebete, Lieder, die sich unsere Untis ausgesucht haben. Und ja, während dieser Zeit, genau, ihr dürft noch mal kurz zuhören, dass ihr wisst, was jetzt passiert, und dann könnt ihr gleich weiter kuscheln. Wir wollen nämlich jetzt einen Segensmoment haben und wollen unsere Untis segnen für ihren weiteren Lebensweg. Und die werden sich gleich hier vorne vor der Bühne aufstellen. Und Raffi aus der Gemeindeleitung und ich werden zu jedem Einzelnen gehen, die Hände auflegen und Gutes über ihn aussprechen, einen Segen über ihn aussprechen. Wir haben jeweils einen Bibelvers für sie ausgesucht, der wird kurz eingeblendet. Und ihr als Gemeinde und als Freunde und Familie, ihr seid eingeladen, das mitzumachen. Das könnt ihr entweder von eurem Platz aus machen, Gutes über ihn aussprechen, sie segnen. Ihr seid aber auch herzlich eingeladen, einfach während dieser Zeit, ihr müsst nicht, wenn wir da sind, auch noch, also könnt ihr auch noch dazu kommen, aber ihr könnt auch unabhängig davon einfach nach vorne gehen, ihnen was Gutes zusprechen, einen Eindruck weitergeben oder für sie beten. Genau, das ist so eine bewegte Lobpreiszeit, wo ihr Dankbarkeit aufschreiben könnt, wo ihr Segen aussprechen könnt, wo ihr in die Stille, ins Gebet gehen könnt, aber gerne auch mitsingen könnt und unseren Herrn lobt und preist. Yes, let's go. Ihr dürft euch gerne aufstellen. Das Lobpreisteam darf nach oben kommen und ihr seid eingeladen, gerne mit aufzustehen, im Lobpreis zu segnen und zu beten.